Felix, du bist ja gemessen so an, wie alter Has man kann sein in der Literaturszene, schon relativ ein alter Has. Wie vertraut bist du mit dem Konzept vom Great American Novel, also von dem sogenannten grossen amerikanischen Roman? Ja, also der grosse amerikanische Roman, der Roman, der zeigt, was die USA im Innersten zusammenhaben, das kenne ich. Das sind meistens so fette Schinken, Mark Twain, Jonathan Franzen, da habe ich einige davon gelesen. Und mir hat einmal immer gefallen an diesen Büchern, weil man über Figuren vorgeführt bekommt, wie eine Gesellschaft, die amerikanisch funktioniert. Also ich habe die Zeit lang auch sehr gerne gelesen, auch wenn es meistens ja schaurig dick sind, so fette Bücher wirklich. Und wegen dem, weil ich die früher vor allem so gerne gelesen habe, bin ich jetzt sehr gespannt auf das Buch, das ich heute dabei habe, Titel «Schönwald» vom deutschen Autor Philipp Oehmke, weil das Buch ist angekündigt als Buch im Stil von so einem Great American Novel, aber jetzt eben über Deutschland statt über die USA. Also das Buch liegt jetzt vor uns. Also dick ist es schon mal, über 500 Seiten. Und wie steht es um den Inhalt? Was hat die gepackt? Also das Buch ist eine Familiengeschichte. Schönwald ist der Nachname von dieser Familie. Das ist so eine deutsche Wohlstandsfamilie. Die sind ganz alt eingesessen. Der Papa Schönwald ist Staatsanwalt gewesen. Die Mutter, die heisst Ruth, ist Literaturwissenschaftlerin gewesen. Und die Geschichte von dieser Familie, die ist über mehrere Generationen erzählt. Also mit ganz vielen Verstrickungen, auch typisch wie die Vorbilder aus Amerika, die sich dann erst nah auflösen und zeigen, was da die Hintergründe sind. Also soweit kann man sagen, ist es einmal typisch nach amerikanischem Vorbild. Aha, also jetzt begreife ich es. Es ist ein Roman im Stil vom grossen amerikanischen Roman, aber auch erzählt von Deutschland. Und ja, was genau ist denn jetzt die typisch deutsche Fragestellung, die da verhandelt wird? Vorderhand einmal das Problem, wo sich die Familie damit umschlagen muss. Also zum Beispiel hat die Caroline, die Tochter, das ist eine von 3 Geschwistern, ganz am Anfang die Eröffnung von einer Buchhandlung, von einer queer-feministischen Buchhandlung in Berlin. Das ist ihr Laden, ihr Lebensprojekt. Und bei dieser Eröffnung gibt es einen Eklat, weil es kommen linke Aktivistinnen und Aktivisten, die machen gerade mal als erstes einen Farbanschlag auf den feministischen Buchladen. Also, wie geht das? Also, da kommen Linke und die machen einen Anschlag auf eine queer-feministische Buchhandlung. Das ist jetzt doch ein bisschen ungewohnt. Ja, das löst sich jetzt dann gerade auf. Ich muss vielleicht dazu noch sagen, es ist die ganze Familie Schönwald dort zu Besuch bei dieser Eröffnung, weil das ist ein Ereignis, das muss man als ganze Familie feiern. Und wie das genau abläuft, das hörst du am besten gerade schnell an. Dazu habe ich eine Textstelle dabei. Gebaut auf Nazi-Gold. Gebaut auf Nazi-Gold. Ruth drehte sich um. Ein junger Mann mit dunkler Hautfarbe war hervorgetreten. Inmitten des Gedränges und Geschreis war er ganz ruhig. Seine Worte strahlten die Ruhe desjenigen aus, der wusste, dass er schon gewonnen hatte. Der junge Mann sagte: Wir können auch sehen, dass dort Judith Butler im Schaufenster liegt. Wir sind keine Idioten, auch wenn du uns vielleicht dafür hältst, weil wir braun sind. Braun? Braune Hautfarbe, Mann. Wenn es wenigstens ein Nazi-Buchladen wäre. Aber so habt ihr es euch besonders perfide ausgedacht. Euer Laden tut so, als wäre er woke und auf Seiten der Minderheiten. Aber wieso ist er von einem Nazi bezahlt worden? Uiui, also wenn ich das so richtig verstand, also der Laden verkauft zum Beispiel Judith Butler, das ist die amerikanische Philosophin, die auch zu queeren Themen publiziert. Und offenbar stören sich jetzt die Aktivistinnen und Aktivisten daran, dass der Laden mit Nazi-Gold irgendwie gezahlt worden sein soll. Also ich nehme an, dass das von den Vorfahren kommt. Das war eben ein bisschen mein Verdacht. Also Vater, Großvater, wer auch immer. Und die Caroline, die Ladenbesitzerin, steht jetzt da so ein bisschen im Schussfeld. Also geht es da so ein bisschen um das, die Themenanlage, die man so ein bisschen kennt, um den Klassiker, dass da am Vorfahren bei den Nazis mitgemacht hat und dass man das in der Familie verdrängt hat und dass das jetzt alles aufkommt und Nachkommen einholt. Man kann natürlich schon sagen, auf den ersten Blick ist es also das Klischee von einer deutschen Familiengeschichte. Aber man muss auch sagen, in dem Roman kommt dann noch viel mehr. Also es steckt auch viel mehr dahinter. Es ist jetzt einfach der Anschlag am Anfang bei dieser Vernissage, das ist die Initialzündung. Und nachher bricht eigentlich ein ganzes
Familienbeziehungschaos los bei diesen Schönwalds? Aha, also da ist eine Geschichte, wo ich mindestens den Ausgangspunkt schon den Eindruck hatte, da hätte ich schon mal gelesen, aber so wie du das jetzt erzählst, geht es dann da noch um viel mehr. Da bin ich einmal gespannt, wo uns der Roman anführt in dieser 44. Episode von Literaturclub 2 mit Buch. «Schönwald» ist der Titel vom Buch, geschrieben hat der Philipp Oehmke. Ich bin der Felix Münger. Und ich, der Simon Lüthold. Also, gut. Ich finde, Simon, du könntest schon mal ein bisschen mehr noch erzählen. Die Familie Schönwald, also, was sind das für Leute? Ja, also die sind auf eine Art, würde ich sagen, alle, und zwar je auf eine eigene Art, in sehr privilegierten Situationen, wohl situiert, unglücklich mit ihrem eigenen Leben. Aber sie können nicht wirklich, und zwar vor allem nicht mit der eigenen Familie, dazu stehen. Also zum Beispiel der älteste Sohn, der Chris, der ist in die USA ausgewandert. Der ist dort auch Professor für Literaturwissenschaft geworden, wie seine Mutter, an einer renommierten Uni. Was seine Familie aber am besten nicht wissen sollte, ist, dass er den sexuellen Übergriff von einem Kollegen, von einer Studentin an dieser Uni entdeckt hat, und die Uni hat ihn in der Folge rausgeschmissen. Seither arbeitet er nicht mehr als Professor, sondern als Wahlkampfhelfer für den Donald Trump, und er macht einen Podcast für die neue Rechte in den USA. Aha, also da kommt ganz Aktuelles drin, Me Too, Donald Trump. Genau, das ist ein Beispiel. Dann hat der Chris eine jüngere Schwester, Caroline, das ist eben die mit dem Buchladen. Die hat auch studiert und will das jetzt mit ihrem Laden so als Lebensprojekt umsetzen. Sie war schon mal ein paar wenige Wochen verheiratet mit einem Mann, hat sich aber nach der Trennung dann verliebt in Emilia, in eine Frau, wo jetzt aber der jüngere Bruder von der Caroline und von Chris geheiratet hat, der Benny. Aha, also das ist alles ziemlich verwurstelt. Die Beziehungen innerhalb der Familie sind offenbar schon mal kompliziert. Und dann haben all die Figuren das gröbere Problem, miteinander zu reden, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Also sie verheimlichen sich da gegenseitig die ganze Zeit die wichtigen Teile von ihrem Leben, von ihrer Persönlichkeit. Ja, vielleicht sogar die wichtigsten Teile. Und genau wegen dem habe ich, während ich das Buch gelesen habe, wirklich so, je länger, desto mehr das Gefühl gehabt, mit denen stimmt doch einfach irgendetwas nicht. Und genau das wollte ich dann vom Autor wissen, von Philipp Oehmke. Ich habe ihn das direkt gefragt. Was mit denen nicht stimmt? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der relativ normale und alltägliche Kampf, den die führen. Ich glaube, was es den Schönwalds erschwert oder was sie abhebt, möglicherweise auch von anderen Familien, aber auch wiederum auch sehr typisch macht, ist eben der Umgang mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Gefühlen und mit Wahrheiten. Der Ton wird natürlich von der Mutter gesetzt, die im Grunde allen beigebracht hat, es gehört zur Zivilisation dazu, dass wir nicht über alles reden. Das macht uns zu vernunftbegabten Menschen, und es ist ein Irrglaube, der jetzt in der heutigen Zeit moderner geworden ist, dass über alles zu reden und jedes Gefühl zu artikulieren uns voranbringt. Nein, im Gegenteil, sagt sie und hat sie ihren Kindern beigebracht. Das ist nicht der Fall, sondern es kann auch manchmal richtig sein, Dinge für sich zu behalten. Also die Ruth scheint mir so eine typische Vertreterin von dieser sogenannten Kriegskindergeneration zu sein, also wo man nicht darüber redet, was man fühlt und denkt. Und das gibt es jetzt auch ihren Kind weiter. Und wenn die Ruth, also die Mutter, so auf dem Schweigen beharrt, dann nehme ich jetzt mal an, wir haben es am Anfang von dem Nazi-Gold gehabt, dann ist das der Großvater, also der Vater von dieser Ruth gewesen, der da irgendwie verstrickt ist, schuldhaft. So ist es. Aha. Aber der Großvater, der lebt nicht mehr. Nein, der ist schon lange tot. Darum kann man das auch nicht mehr so genau... also man kann ihn wie nicht mehr selber fragen. Man muss anfangen zu recherchieren. Oder man müsste anfangen zu recherchieren. Okay, aber ich habe ja am Anfang so ein bisschen meine Zweifel bei der Anlage. Ich habe immer noch so ein das Gefühl, das Ganze ist ein bisschen berechenbar. Also, jetzt hat man da so die gut situierte Familie und auf einmal müssen sich da alle Gedanken machen über die Nazi-Vergangenheit von ihrem Vorfahren. Und solche Geschichten gibt es ja einen Haufen. Also, allen voran kommt man da zum Beispiel der W.G. Sebald natürlich in den Sinn mit seinem Roman «Austerlitz», der 2001 rausgekommen ist. Da geht es ja auch darum, wie
fiktive Figur erst so im fortgeschrittenen Alter seine Herkunft entdeckt und anfängt, sich selber zu erforschen und dabei eben immer auch auf grosse Schwierigkeiten stößt. Und so gibt es ja ganz einen Haufen Romane in der Nachfolge vom Sebald, gerade von dieser Kriegskind- und vor allem dann auch Kriegsenkelgeneration, wo eben die Nachforschung in der Familie literarisch unternimmt. Ja, das ist natürlich richtig. Und ich habe das den Philipp Oemke auch gefragt, also vor genau dem Hintergrund, warum er dann jetzt trotzdem, obwohl es schon so viele Bücher gibt, das Setting als Anfangsmoment von seinem Roman benutzt. Es wird ja gar nicht richtig zum Thema. Ne? Es wird ja am Ende nicht verhandelt, weil, wie Sie richtig sagen, es so viele Romane darüber gibt, das Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Es wurde so viel verhandelt, dass es mich nicht mehr interessierte. Mich interessierte sozusagen die Auswirkungen davon bis in die 3. und 4. Generation hinein. Was mich interessierte ist, was passiert damit heute? Wie geht man damit heute um? Und da war meine Beobachtung, dass die 3. Generation nach dem Krieg, also das wäre meine, die so dann in den 70er, 80er Jahren geboren sind, sich damit nicht viel auseinandergesetzt haben. In meiner Generation war es meines Erachtens so, dass sie gedacht haben, das war der Job unserer Eltern, denn die waren die Kinder der Nazis sozusagen, der Kriegsgeneration. Und das hat uns nicht mehr zu interessieren. Wir sind 40 Jahre nach dem Krieg geboren. Was sollen wir da noch uns groß mit auseinandersetzen? Und die 4. Generation, also die heute 20-Jährigen, würde ich mal sagen, die hat jetzt eigentlich die Fragen aufgeworfen an meine Generation, ja, aber ist das nicht vielleicht ein bisschen zu einfach? Ihr habt doch trotzdem noch eine Verantwortung, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen queeren Buchladen aufmacht, irgendwie mal zu überprüfen, wo das Geld herkommt. Und klar, wir glauben euch, dass eure Großeltern jetzt vielleicht nicht mustergültige Nazis waren, aber selbst wenn die irgendwie gelebt haben im Dritten Reich und eben nicht im Widerstand waren, nicht ausgewandert sind, sondern sich da irgendwie eingerichtet haben, Geld verdient haben, dann ist das natürlich irgendwie, und das weitergegeben haben später, dann ist das irgendwie vielleicht auch dreckiges Geld. Das ist ja zumindest ein bedenkenswerter Vorwurf, der da gemacht wird. Das war das, was mich sozusagen für heute interessierte. Es ist ja schon noch verrückt, oder? Wenn man sich überlegt, was da der Philipp Oemke sagt. Das ist ein Kriegstrauma, das die Urgroßeltern der heutigen Millennials unmittelbar erlebt haben. Und das ganze Trauma, das Leid, ist nie verarbeitet worden, offenbar, sagt er. Und es ist weitergegeben worden von einer Generation zur nächsten. Ich bin nicht ganz so sicher, ob er recht hat, wenn er sagt, dass die Enkelgeneration sich nicht auseinandergesetzt hat mit dieser Problematik. Also da gibt es auch Forschungen, kann man sicher darüber streiten, ja. Es gibt auch Forschungen, die da etwas anderes sagen. Aber es ist sicher nicht vollkommen ausgeräumt. Es ist nicht vollkommen ausdiskutiert. Und das bedeutet nichts anderes, dass auch die heutigen 20-Jährigen sich wieder mit dem auseinandersetzen, was ihre Urgroßeltern angerichtet haben. Oder jetzt im Fall von dem Buch natürlich die Urgroßeltern von anderen Leuten. Also der Konflikt, den er anspricht, innerhalb von der Familie Schönwald, der spielt sich natürlich schon einerseits zwischen den Eltern, also zwischen der Ruth und ihrem Mann und den Kindern ab, also der Caroline, dem Chris etc. Aber er spielt sich eben auch ab zwischen der nächsten jüngeren Generation und den Schönwaldkindern. Also die nächsten Jüngeren, die sind im Roman verkörpert von den Aktivisten, die Vernissage vom Buchladen stören. Sie werfen der Caroline Schönwald ja vor, dass sie ihre Buchhandlung mit eben dreckigem Nazigeld finanziert und sie wollen eine Stellungnahme von ihr. Aber sie gibt die natürlich nicht einfach so. Es stellt sich zwar schon heraus, dass sie auch ein bisschen recherchiert hat, aber natürlich nur genau so lange, bis sie eine Version von ihrer Familiengeschichte beieinander hat, wo sie sich dann zufrieden geben damit, wo halt nicht so schlimm ist. Und das ist relativ schnell der Fall, wie du dir vorstellen kannst. Also das ist so der typische Mechanismus, den man auch kennt von sich selber oder aus dem Umfeld. Man leitet sich irgendetwas zurecht, um das, was passiert ist, ein bisschen einfacher zu verdrängen. Das ist im Prinzip ja nichts anderes als die Taktik, die ihre eigene Mutter schon anwendet. Einfach ein bisschen weniger krass. Aber es hat mich dann natürlich auch noch ein bisschen genauer interessiert, wenn jetzt schon nicht so wie Caroline Schönwald, wie würde man dann das richtig angehen? Und da bin ich auf den Oliver von Wrochem gestoßen. Das ist ein deutscher Historiker. Er leitet die KZ-Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg. Und in dieser Gedenkstätte hat es mit von den ersten öffentlichen sogenannten Rechercheseminaren gegeben, wo man sich einmal im Jahr anmelden kann und ein bisschen Handwerkszeug lehrt. Also in welchen Archiv man kann welche Fragen klären, wie man am besten vorgeht, wenn man die eigene Familienvergangenheit erforschen will. Ich habe mit dem Oliver von Wrochem telefoniert
Und er hat mir erzählt, eine der grössten Schwierigkeiten sei nur schon, dass die Leute an einen Punkt kommen müssen, wo sie sich parat fühlen für eine so eine Auseinandersetzung. Ich glaube, es ist ein Bruchteil von Menschen, die bereit sind, sich mit dem Thema der eigenen Belastung in der Familie auseinanderzusetzen. Also wenn man jetzt auf die gesamte deutsche Bevölkerung schaut, sozusagen, die hier lebt und persönliche biografische Wurzeln haben, die zurückreichen in die Zeit des Nationalsozialismus, das sind ungefähr 75% aller Deutschen, ja, die eben nicht zugewandert sind, sondern direkt unmittelbar biografisch mit dieser Zeit verbunden sind, weil sie Vorfahren haben, die in Deutschland gelebt haben und an, sage ich mal, dem Regime partizipiert haben, teilweise an Verbrechen beteiligt waren, teilweise auch Mitläufer und Zuschauer sind. Wenige davon vielleicht Helfer und Opfer geworden sind. Wenn man sich dieses Setting vergegenwärtigt, dann kann man sagen, eigentlich müssten es Millionen sein, die sich damit beschäftigen. Aber es sind eben nur einige 10.000, würde ich jetzt mal überschlagen, die bereit sind, diesen Weg einzuschlagen. Was Sie ansprechen, ist ja eben diese Problematik, dass viele Menschen eigentlich davon betroffen wären, dass sie sich theoretisch auch dieser Auseinandersetzung stellen müssten, könnten, sollten, das aber nicht tun. Haben Sie dazu eine These, warum das so ist? Ganz allgemein könnte man sagen, dass es einfach unangenehm ist, wenn man weiß, dass man von Täterschaft in der eigenen Familie betroffen ist. Ich glaube, niemand auf der Welt lebt gerne mit solchen unangenehmen Wahrheiten und setzt sich damit gern auseinander. Ganz anders als Verfolgte sozusagen, die das ja in ihrer Familiengeschichte auch gar nicht anders können, als sich damit auseinanderzusetzen, weil sie beispielsweise Menschen verloren haben, können Täternachkommen ja durchaus das ausblenden aus ihrem Leben, weil es sie ja nicht so substanziell betrifft. Beispielsweise haben sie keine Verwandten verloren, sondern oft wissen sie das erst sehr spät, wenn die Menschen gestorben sind, die selber Täterschaft auch ausgeübt haben. Oft geben die das gar nicht an ihre Verwandten weiter und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, will er sich damit auseinandersetzen oder will er es nicht tun. Ich habe auch Verständnis dafür, dass wenn Menschen sagen, das möchte ich nicht, aber ich habe große Hochachtung vor jenen, die das eben tun. Ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Ich meine, es kratzt natürlich auch der eigenen Identität, wenn man auf einmal auf so ein Verbrechen oder mehrere Verbrechen in der eigenen Familie stößt. Da muss man sich schon einen rechten Ruck geben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann unter Umständen sehr heilsam kann sein, wenn man da hinschaut und das Unrecht auch benennt. Und nur so verliert es natürlich dann auch an Gefährlichkeit und an Dynamik und bestimmt ja dann das Leben auch von diesen Nachfahren weniger. Aber, was wir gehört haben, das ist immer noch ein Sonderfall, dass Leute sich das trauen. Das ist ein beeindruckender Schritt, finde ich. Ich frage mich jetzt gerade noch, warum gibt es denn die Rechercheseminar ausgerechnet an so einem belasteten Ort wie so einer KZ-Gedenkstätte? Das tut ja wahrscheinlich die Leute eher noch abhalten, so einen Schritt zu machen. Ja, vielleicht, wobei der Oliver von Rochem mir schon gesagt hat, das käme nicht von ungefähr, weil an dem Ort treffen eben genau die beiden Seiten, Täter und Opfer, aufeinander. Und er sagt, das sei beides wichtig. Ich denke, dass man an einem Ort von Verfolgung und von Leid, wie ja Konzentrationslager auch sind immer, dass man eben da auch über Täterschaft sprechen muss, weil das zwei Seiten einer Medaille sind. Die Verfolgten und die Täter, die gehören zusammen in der Untersuchung und in der Analyse von der gesellschaftlichen Ursache, wie es dazu kommen kann. Und Menschen, die zu uns kommen, müssen sich mit dem Leid der Verfolgten beschäftigen, aber sollten sich auch eben mit den Protagonisten beschäftigen, die dafür verantwortlich sind, die zugeschaut haben oder sogar mitgemacht haben. Ja, es erschüttert einem ja schon, wenn man das so hört. Auf der einen Seite ist ja Deutschland ein Land, wo wie kaum ein anderes unglaublich viel zu tun hat, um die Vergangenheit aufzuschaffen. Und wenn man jetzt am Herrn von Verrachen zulassen, dann komme ich schon zum Eindruck, dass da ganz ein Haufen noch zu machen wäre, dass halt immer noch vieles brach liegt, die Sache Vergangenheitsbewältigung. Aber Simon, wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurück zum Roman gehen, also zu dieser Familie Schönwald, der Autor, der Philipp Oehmke, der ist ja in Deutschland eine ziemliche Nummer. Der schreibt schon lange Zeit für das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Also der Name hat mir etwas gesagt. Ich habe auch noch mal gegoogelt im Vorfeld. Jetzt das da ist sein literarisches Debüt, das er geschrieben hat. Warum, frage ich mich, hat er denn sich dem Thema nicht viel mehr
so wie es im Beruf eigentlich würde vorgehen, journalistisch angenähert, sondern hat eine literarische Annäherung gesucht. Das wollte ich natürlich auch wissen von ihm. Und weil er ja, das hat er vorher schon erzählt, nicht die Aufarbeitungsgeschichte im Vordergrund sieht von seinem Roman, hat er da sehr eine klare Antwort gehabt für mich. Nee. Das war für mich immer klar, dass man dieses Thema Familie und die vielen ja auch unspezifischen Gefühle, die da irgendwie so in so einem literarischen Text mit durchsickern, dass man das journalistisch nicht greifen kann, nicht zu greifen bekommt. Ich hatte tatsächlich, als ich so gerade in den ersten Vorarbeiten für Schönwald war und diese Familie im Kopf hatte und das mit dem Buchladen hier in Berlin passierte, hatte ich natürlich sofort nach 20 Jahren als Reporter sofort den Impuls, dahin zu fahren, zu diesem Laden, das kann ich mit dem Fahrrad hinfahren und mit der Besitzerin zu sprechen, um mir das alles erzählen zu lassen. Ich war quasi fast schon unterwegs. Und dann fiel mir ein, oh, nee, du bist jetzt hier, du willst einen Roman schreiben, das ist total kontraproduktiv, da jetzt noch mehr drüber zu wissen, als die paar Sachen, die du in der Zeitung gelesen hast. Das reicht völlig für das, was ich machen will. Denn es soll tatsächlich nur eine Startrampe sein und dann soll es eine Fiktion sein. Aber sie illustriert eben so schön das, was ich schon zu dem Zeitpunkt als Grundthema meines Romans identifiziert hatte, nämlich wie man sich irgendwie durchwurstelt, ohne Dinge groß zu hinterfragen und wie man sich selber irgendwie Identitäten schafft und Bedingungen schafft, unter denen man dann leben kann, egal ob das jetzt zu 100% stimmt oder nicht. Ja, also die Literatur kommt da offensichtlich weiter als der Journalismus, der faktenbasiert ist, weil eben die Literatur nicht ganz eng bei den Fakten bleiben muss, sondern eben Leerstellen, offene Fragen, dort, wo man sich eben durchgewurstelt hat vorher, jetzt kann mit Fiktion auch füllen. Aber trotzdem, Simon, also für einen Journalist wirken jetzt die Figuren, die du mir da vorher vorgestellt hast in dem Roman, schon eher ein bisschen überzeichnet, oder? Ich meine, da gibt es einen liberalen Uniprofessor und der wird jetzt auf das Mal aus Frustration oder warum auch immer zu einem Ultra-Trump-Anhänger. Hast du Philipp Oehmke das geglaubt, was er da schreibt? Also das hat natürlich schon etwas, oder? Das wirkt schon extrem. Vielleicht kann man fast schon sagen, es ist ein bisschen gesucht. Aber der Philipp Oehmke, ich habe ihn das gefragt und er hat gesagt, er kenne tatsächlich vergleichbare Fälle aus seiner eigenen Erfahrung. Ich habe ja lange in den USA gelebt und dort als Journalist gearbeitet und da diese Bewegung dieser amerikanischen Rechten, der Alt-Right-Bewegung, wie sie genannt wird, begleitet und beobachtet und habe da tatsächlich Fälle wie Chris gesehen, also wo es oder miterlebt, wo tatsächlich Leute, die vor kurzem noch irgendwie in einer liberalen Institution, einer linksliberalen Institution irgendwie eine Rolle gespielt haben, relativ schnell aufgrund irgendeiner Kränkung oder Verletzung, die Chris ja auch widerfährt, die Seiten gewechselt haben. Und dieser Verführer, dieser Mensch, der sich dann an Chris wendet und sagt, komm doch zu uns und ich verstehe, wie du dich fühlst und so, mir ging es genauso, der ist relativ 1:1 einer auch existierenden Figur dieser Bewegung nachempfunden. Es gibt schon ein paar so Parallelgeschichten, die in der Realität stattgefunden haben. Also Sie haben die Alt-Right-Bewegung in Amerika benannt. Es gibt auch das, was eigentlich am Anfang des Romans steht. Das ist auch tatsächlich passiert. Diese Buchhandlung in Berlin, die queere Buchhandlung, die angegriffen wurde, die heißt in der Realität She Said. Das war vor 2 Jahren. Es ist nur inspiriert davon. In Wirklichkeit hat dieser Angriff tätlich nicht stattgefunden. Das war eine reine Internetdebatte, so wenn man will, oder Social-Media-Debatte. Dort wurde die Inhaberin angegriffen. Es kam aber nicht wie bei mir im Roman zu einem tatsächlich tätlichen Angriff bei der Eröffnung. Das ist dann wieder Fiktion. Ich hatte damals gerade, als das passierte, diese Mutterfigur, die Ruth-Figur und die Eltern, so die Grundzüge dieser Familienstruktur, würde ich sagen. Und da passierte das. Und da dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja genau etwas, was den Schönwalds auch passieren könnte. Und habe das dann so, was ich da in der Zeitung gelesen hatte, als Startrampe genommen für die fiktionale Handlung, mit der der Roman dann beginnt. Also da ist in dem Roman offenbar ein Haufen Reales drin, wo da sich virtuell abspielt, zum Teil real. Also die ganze Auseinandersetzung, die wir ja tagtäglich eigentlich erleben, zwischen einerseits den Anhängerinnen und Anhängern von der liberalen Demokratie und ja, dem Erstarken vom Populismus am rechten Rand.
Also, mir scheint schon jetzt, wenn ich das so höre, das macht der Roman ja schon auch sehr dringlich. Ja, und ich glaube auch da drin, also für mich mindestens liegt wirklich die Stärke von dem Buch, dass es die verschiedenen Sphären zusammenbringt. Ich habe dazu nochmal ein Beispiel mitgebracht aus dem Buch. Die Lebenspartnerin von Chris, die ist selber eine glühende Trump-Aktivistin. Sie gibt am Chris Tipps, wie er mit diesen Nazi-Vorwürfen an seine Familie jetzt in der Öffentlichkeit umgehen könnte. Du weißt doch, wie es geht. Attack the facts. Du streitest alles ab. Du fällst ihnen ins Wort. Du entnervst sie. Dann behauptest du etwas völlig Haltloses. Entweder über sie oder über deine Familie. Zum Beispiel, dass dein Großvater aktiv im Widerstand war oder sowas. Egal. Ihre eigene kleine Welt muss komplett auseinanderfallen. Sie dürfen überhaupt nicht mehr wissen, was stimmt und was nicht. Fordere immer wieder Beweise. Wahrscheinlich haben sie keine, jedenfalls keine, die man überzeugend auf Instagram präsentieren könnte. Und wenn sie doch welche haben sollten, was ich stark bezweifle, dann erklärst du sie einfach für nichtig. Fake News, das wisse doch jeder. Uiuiui, da wird es mir jetzt aber wirklich fast schlecht. Das hört sich so an wie aus dem Lehrbuch, so mit dem Titel «Populist werden leicht gemacht». Ja, und man merkt natürlich da schon den politischen Journalisten Philipp Oemke, den Spiegelreporter, da merkt man schon. Also die Stelle, die wir jetzt da gehört haben, die hat auf jeden Fall etwas Entlarvendes, etwas Aufklärerisches. Sie erzählt uns etwas über die Mechanismen des Populismus. Aber hat es für das, zu so einer Aussage zu kommen, so einen dicken Roman gebraucht? Für das allein sicher nicht, nein. Aber es ist ja die Idee mit dem Familienroman eigentlich, wo ganz am Anfang gestanden ist für den Philipp Oemke. Das hätte ich überhaupt erst zu dem Romanprojekt geführt. Das hat er mir im Interview auch so erklärt. Mehrere Dinge haben den Ausschlag gegeben. Das erste war, dass ich selber immer Fan von Familienromanen war. Vor allen Dingen amerikanischer Prägung, aber auch deutscher. Und ich fand das eigentlich immer sozusagen der Roman der Romane oder die Romanform, die eigentlich im Herzen dieses ganzen Romangenres für mich lag. Weil die Familie ist irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner, in dem wir verhandeln, wie wir miteinander umgehen. Das ist die kleinste Einheit des menschlichen Miteinanders. Und deswegen fand ich immer, dass sich Familienromane eben deswegen auch so die ursprüngliche literarische Form sind. Wird denn das Buch jetzt dem Anspruch gerecht? Also ich komme jetzt da nochmal mit dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben, Great American Novel, also der grosse amerikanische Roman, jetzt aber über Deutschland. Kann der Philipp Oemke da tatsächlich mithalten? Ja, ich finde eigentlich schon. Echt jetzt? Ja, man muss es vielleicht ein bisschen differenzieren. Also, wenn man ihn jetzt gerade so zum Philip Roth oder zum Jonathan Franzen von Deutschland erklären würde, das wäre vermessen. Aber bis auf ein bisschen ein unsauberes Lektorat, muss ich sagen, ich habe das echt ein tolles Buch gefunden. Die Perspektive, das ist gut gemacht, die wechselt von Kapitel zu Kapitel zwischen den Figuren hin und her. Und so kommt man dann nah mit, eben welche Verletzungen und Probleme das sind, die dazu führen, dass die einzelnen Figuren sich so verschwurbelt, verkorkst verhalten, wie sie es eben machen. Und es liest sich also gut? Ich finde, es liest sich sehr gut, ja. Und zwar, obwohl es so lang ist. Es hat etwas Rasantes. Und einfach auch, wie da immer wieder so neue Schichten freigelegt werden, das zieht einem wirklich immer tiefer rein in das Gestrüpp, in das Familiengestrüpp von diesen Schönwalds. Und irgendwie hat mich das auch ein bisschen erstaunt, weil all diese Figuren eigentlich mit ihrer Selbstverleugnung, dass sie immer vorgehen, jemand anders zu sein, als sie sind und das nicht zugeben vor den anderen, auf eine Art sind die auch extrem abstoßend. Aber sie sind natürlich Figuren, so wie ich jetzt das verstanden habe, die ein Spiegel sind von unserer Gesellschaft, eben so im Stil ganz von der Great American Novel. Ja, das kann man sicher sagen. Also vielleicht ist es halt einfach ein bisschen ein Zerrspiegel, weil er gewisse Aspekte überzeichnet rauslupft. Schönwald, das also der Titel von dem Roman, geschrieben von Philipp Oemke, rausgekommen im Piper Verlag. Und als Hörbuch rausgekommen, gelesen von Philipp Oemke selber bei Roof Music. Alle Angaben zu dieser Episode und zu den anderen Büchern, die wir darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch/literatur. Und das war es, 2 mit Buch Podcast, Episode 44, mit mir, Simon Lütold. Und mit mir, Felix Münger, Produktion Barbara Peters, Sounddesign Lukas Fretz. Und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.